Da fragt man sich glatt, ob das eigentlich immer so ist, dass wenn man das Spiel gerade frisch startet, dass ja, bis alles nachgeladen ist und Eine so. Produktion wurde angehalten. Was? Warum? Die Verglasung. Warum wurde die angehalten? Was ist los? Ihr habt genug Ziegel. Ihr habt genug Fenster. Ihr habt genug Handwerker. What's your fucking problem? Damit willkommen zurück, Freunde, zu Anno 1800. Yeah, Erschaffung in neuen Welten. Nee, ist eigentlich geil und so, nur, ja. Ist halt wie immer, ja, ist halt immer so, wa? Hui, schon ein Adler. Falke, ne, ist ein Adler. Ich weiß jetzt, ein Falke oder ein Adler? Egal. Ist nicht das gleiche, aber wenn es teilweise gleich aussieht, wenn man sich, ja, unser Vermögen und die Bilanz anguckt, vor noch 3 Folgen ist nicht mehr ganz so harmonisch. Das ist bei mir halt immer so, sobald eine neue Stufe reiche, weil dann bin ich so euphorisch und denke mir, yeah, neue Stufe, direkt alles geil ausbauen und so. Egal was es kostet. Ja, da habe ich einen Salat. Ich wünsche, es wäre Salat. Man könnte zwar jetzt endlich mal anfangen. Das ist das Linienschiff, das wird das Falsche. Das Fregatte ist auch das Falsche. Was zum Henker? Achso, ihr seid ja die Patrouille. Ja, was macht denn hier? Sag mal, ihr seid die Patrouille. Was macht eine Patrouille? Patrouillieren. Dann macht das mal. Wenn ich nach Bright Sense patrouillieren, weil das Teil gehört jetzt auch mir. Also theoretisch, mehr oder weniger. Vielleicht. Mal gucken. Patrouilliert ihr mal noch bis hierhin, weil er braucht immer ein bisschen, bis ihr da euch wieder irgendwie, keine Ahnung. Hab ich jetzt... Warum kann man nicht sagen, er soll die Patrouille einfach ganz normal starten? Das ging doch früher mal. Wisst ihr, im Sinne von, okay, die haben jetzt eine Patrouille zugewiesen und die wird gespeichert im Spiel. Fertig. Wenn man halt temporär was anderes machen muss, kann man nachher da sagen, hey, ihr seid übrigens da die Patrouille, macht gefälligst was. Ein anderes Thema. So, ich könnte ja eigentlich auch schon wieder die gewisse Dinge ein bisschen angucken und so, aber erstmal schauen. Also, verkaufen. Ich denke mal, verkaufen lohnt sich vor allem für die Dinge, die wir sowieso zu viel... was ist mit meinen Nähmaschinen los? Ein fucking Nähmaschinen. Ein bisschen gucken, wo... Ah, jetzt kommt das wieder rein, schön. Alter Quarz. Glas habe ich dezent zu viel. Talg eigentlich auch. Muss mal gucken, was vielleicht ein bisschen mehr ja, bringt. Ich glaube generell die Dinge sowieso weniger. Bereit für den Einsatz. Ich kann mir vorstellen, dass Gold durchaus etwas bringt und alles andere bringt halt nur mäßig viel. Sag mal, was will der verarschen? Der kann auf die Waren zugreifen und Morgenröte nicht. Natürlich. Wir nehmen eh nur Rohstoffe. Jetzt werden wir direkt verarbeitet zu Stahlbeton. Was relativ gut funktioniert. Jo. Fenster haben wir auch ein paar. Wenn sogar ein bisschen verbrauchen, ein paar. Ein paar. Rot. Aber in der Route gibt es ein Problem. Müssen wir uns ausgerechnet jetzt angucken. Ich habe viel zu viel Ruhm. Den könnte man sicher... Warte mal. Wenn ich jetzt zu viel Ruhm habe. Nicht allzu viele Änderungen, hoffe ich. Das ist einfach gerade auch okay. Dürfte ich Ihnen diesen überaus schmackhaften Apfel überreichen? Weiß wie Schnee, rot wie Blut. Ich wäre das ein Typ nicht schlau, ganz ehrlich. Am Schluss ist er noch der große böse Endboss hier. Keine Änderung. Nur bisher gefällt's. Alles bereit. So. Und dann bringe ich euch mal... Wen haben wir hier? Du bist eigentlich kein... Doch, eigentlich ist auch Händler. Eigentlich. So, mal gucken. Also, die Würste. Ach du Scheiße, was einen Tag gebraucht hat, dank den Würsten. Viele neue Besucher, das freut mich. Ihr braucht eine gute brandhelle Nähmaschine. Da seid ihr heiß drauf. Heiß wie Frittenfett, wie man so schön sagt.
Was? Ein Lagerhaus? Wo sollen wir den ganzen Kram hinbringen? Achso. Das erklärt einiges. Sorry. Mein Fehler, Kumpel. Kann ja mal passieren. Kann ich natürlich nicht hier rüber frachten, wa? Kacke hochziehen. Ne, muss ich ja sowieso mal gucken. Das mache ich, meine ich. Hab den. Der nächste ist hier, war Hospital. Steht der da schon nicht schlecht? Universität, nehmen wir eine Kirche zum Bauen, da ist es Varieté. Die jeden sowieso brauche, ist eine ganz andere Frage. Hospital natürlich schon, aber der Rest, naja. Also, Zink wird jetzt abgebaut. Hoffentlich, endlich. Was haben wir hier Schönes? Denkmal Anno 1602. Aber doch schon. Ubisoft Club. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Uns klebt das Pech am Hacken. Dachte ich mir schon. So, ja, Ruhm habt ihr. Bier habt ihr jetzt auch. Ponchos ist auch nicht schlecht. Gebackene Bananen, Und das, wo er schon alles ausgelagert hat. Also euch geht's echt nicht schlecht hier, wa? Ein Feuer ist ausgebrochen. Wir können tagsüber... Warum? Also mit dem Feuer ist ein anderes Thema. Aber warum wird es so schnell? Der Forschung im Betrieb, da ist nichts Neues. Hä? Also Bilanz ist immer sprunghaft hier. Verstehe ich jetzt nicht ganz, aber ich hoffe jetzt mal, dass ich es auch nicht verstehen muss. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Ich habe eine Vermutung, was gerade abgeht. Ich will es mal ganz kurz testen, ob das wirklich so stimmt. Weil ganz ehrlich, wenn ich jetzt mal ein paar Handwerker upgrade und die dann sagen, da wird zu wenig Handwerker, die Universität nicht erfüllt, dann raste ich wieder aus. Kunstwerk kann nicht mehr sein als ein Abglanz seines... Hör auf auszuziehen, zieh gefälligst ein! Dreh schon zu wenig Kohle. Meine Fresse, was macht man ihnen in der Feuerwehr? Was ist los mit euch? Ich hab so viel von euch. 1, 2 wird ja wohl in der Lage sein, hier einen kleinen Brand zu löschen. Meine Fresse, hey. Gut, die Bilanz kehrt langsam zurück. Alter Schwede. Die Flammen wurden gelöscht. So, aber von denen relativ viel und so. Also nun kann man die Funktion, dass wir hier die Häuser up- und downgraden können. Ah! Alles doch cool. Soll vielleicht sogar so bleiben? Ja, ich weiß nicht. Also, egal. Hat zwar durchaus einen Vorteil, das verstehe ich zwar. Ah, ein Museum, noch gar nicht gesehen. Erledigt. Theoretisch das Museum auch hier umbauen, weil ich werde ja niemals alles voll kriegen. Das können wir, glaube ich, vergessen. Sie haben an Einfluss verloren. Ein Gehege abgerissen habe? Ernsthaft jetzt? Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Ja, dann leckt mir doch am Sack, hey.
So. Hätten wir das auch schon mal so weit vorbereitet, wa? Großer Hafen. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Was ermöglicht den Austausch von Arbeitskräften zwischen 2 oder mehr Inseln? Das ist das, was ich schon gelesen habe. Weswegen ich da irgendwie... Wann das überhaupt? Ah, Hafenmeisterei, sorry. Ja, weswegen ich da... was halt so eine geile Funktion wäre, wieso ich dann halt auch auf anderen Inseln, wie zum Beispiel hier, ich meine eigenen Ingenieure anbauen muss, quasi. Damit das so funktioniert. Mit so einem scheiß Pendlerkai. Alter. Oh, hier geht's nicht, ja super. Und natürlich hier auch noch zubauen, kommt gar kein Schiff mehr daran. Obwohl es mich relativ viel kostet, muss man schon mal sagen. Alter Schwede. Gut, Blaupausenmodus ist activated. Alter, ein Pendlerkai. Dampfschiffwerft, ja gut. Dicke Wärter, da ist ein anderes Thema. Arbeitskräfte zwischen 2 oder mehr Inseln. Jetzt frage ich mich natürlich, heißt es, ihr könnt das auch in einer neuen Welt bauen? Und quasi sagen, okay, in der neuen Welt habe ich auf der einen Insel so einen, auf der anderen Insel habe ich auch noch so einen. Und deswegen ist das eine coole Sache. Fragt man sich eben. Ob das so klappt. Wenn ja, geile Sache. Wenn nicht, dann scheiße. Ach ja. So. Ja, man merkt schon, also zwischen der Sprung von den Ingenieuren bzw. von den handwerkenden Ingenieuren, der ist schon nicht schlecht. Also das lohnt sich durchaus. Krasse, krasse Scheiße. So. Der also für später. Dann kann man den theoretisch, wobei, nee, reinpacken kann den sowieso nicht. Vielleicht so rein. Das war halt eben ein bisschen weiter vorne, das geht ja leider nicht. Egal. Also, soweit zur Theorie. Jetzt zur Praxis zurück. Unter qualitativen Gesichtspunkten geht es uns ausgezeichnet. Wie war das? Ab so einem negativen Gesichtspunkt geht es uns ausgezeichnet. Geht ihm auf den Sack, hey. Kupfer. Das ist aber kein Zink. Also, ich meine, ich weiß, ich habe natürlich schon... Das ist nicht die... Ah, übrigens, wenn wir schon dabei sind, ich will nur ganz kurz nachgucken. Die Insel eines Konkurrenten wurde eingenommen. Echt? Finger weg von meinen Büchern. Die Insel eines Konkurrenten wurde eingenommen. Hä? Wie kann die eingenommen werden, wenn er... Die Insel wurde kürzlich erhoben und befindet sich in einem vorübergehenden Waffenstillstand, WTF? Oder gehört die Insel ursprünglich mit einem anderen? Gehört die... Warte mal, da sind wir relativ schnell. Oder auch nicht, sehe ich jetzt hier nicht. Ob die jetzt mit ihm Frieden hat oder nicht. Ah, so sehe ich es, okay. So, das ist eine Allianz. Allianz versichert. Er hatte jetzt... Gut, wir befanden uns im Krieg mit ihm. Gehört die Insel vor ihm? Der die mit allen Krieg. Ja, gut, nicht mein Problem. Zum eigentlichen Thema.
Wir sind ja hier, ne, macht Beton, das ist was anderes. Messinghütte. Okay, ihr braucht relativ viel Messing, das steht relativ viel Messing her, so. Stimmt's. Den Messing, den sehe ich wo? Ah, hier. Messing, Zwischenproduktion, okay. Ingenieure, da haben wir das. Warte mal ganz kurz. Da habe ich ja 2 Messinghütten, so jeweils einer von denen passt. Glashütten ist eh kein Problem, da muss ich glaube ich 2 Messinghütten zu einer Glashütte. Ja, scheiß drauf. 3 Brillenfabriken zu einer von denen. Und das wird mir gemäß Unterhaltskosten den Hals brechen. Außer... ich kann noch ein bisschen zaubern. Ich werde erstmal gucken bis hier. Ah, der wäre schon fertig. Ja, Unterhaltskosten immer so ein Ding, war. Was sind denn Schiffe hier, oder? Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Gibt nicht gerade wenig. Auf Ihren Befehl. Herrje, mein Magen krampft wieder. Pflicht erfüllt. Zeit für ein Nickerchen. Ein königlicher Handel. Das gab jetzt nicht so viel. Interessant, interessant. Wir hatten nur mal so eine Randbemerkung. Er hat eine Quest für uns. Spannen Sie die Hosenträger und katapultieren Sie sich ins Unbekannte. Ich freue mich schon so sehr darauf, Ihre Majestät in Ihren Geburtstag zu überraschen. Schokoladenmenagerie steht unter höchster Geheimhaltung. Sie darf von keinen raffinierten kleinen Details erfahren, die wir geplant haben. Und Abmarsch. Schokolade, ja. Alter, ist das schnell. Die Insel eines Konkurrenten wurde eingenommen. Okay, Leute, was geht bei euch eigentlich ab? Die Insel eines Konkurrenten wurde eingenommen. Schon wieder? Was macht der Typ denn hier? Nur noch am Erobern oder was? Der ist ja überall. Ja, und sie, aber der andere Typ nicht mehr, wa? Also der Karl Lagerfeld-Verschnitt. Ihre Majestät hat nur... Hä? Ich bin ja hier. Also. Gibt Sinn. Die Majestät soll davon nichts erfahren. Also, mal ganz kurz gucken. Ich überlege gerade, welche Produktion ich irgendwie noch ein bisschen stoppen könnte. Also, eigentlich ist ja alles cool. Nähmaschinen gehen ein bisschen zurück, damit kann ich leben. Der Kaffee ist auch noch nicht da. Sag mal, was machen meine Schiffe da eigentlich? Ist langsam das eine Schiff irgendwie wieder von einer Rundfahrt zurück sein? Man hatte gerade irgendwie so eine Meldung, dass irgendwas nicht läuft. Ist das jetzt was anderes? Der Stadtfest steht kurz. Okay, Leute, ich muss ein bisschen beeilen wegen Bilanz, weil wenn das Stadtfest zu Ende geht, habe ich ein kleines Problem. Seht nur, wir befinden uns in bester Gesellschaft. Ist der hier? Ah, der kommt endlich mal, okay. Sag mal. Der Dreck der Gosse klebt ihnen unter den Sohlen. Der Typ geht mir auf den Sack. Hä? Spielstand gespeichert. Moment mal, was ist hier gerade mit der Quest passiert?
Ihre Majestät befindet, dass Sie als Retter der neuen Welt diesen... Ja, da war irgendwie etwas mit der Schokolade. Sind beendet. Die Kohle geht zurück. Ich ging zu ihm, war kurz weg und zack, bums, ist alles im Arsch. Alter Schwede. Wir machen hier nichts mehr. So. Rosige Wangen und Heiterkeit. Ich habe irgendwie ein kleines Verständigungsproblem, wie das mit der Bilanz so momentan funktionieren soll. Alles, was ich brauche für die Ingenieure, kostet so verdammt viel, das klappt doch gar nicht irgendwie. Ist echt da irgendwo was falsch? Was immer Sie sagen, Boss. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Mhm. Okay, Leute, ich bin immer noch leicht verwirrt. Positives Verhalten ist essentiell für eine optimale Konditionierung. Sie teilen meine Neugierde. Dampfturbine. Was? Beeinflusst alle Produktionsgebäude? Ernsthaft jetzt? Liefert Strom. Er hat doch gar keinen Strom. Explosionswahrscheinlichkeit plus 50%. Natürlich. Natürlich. Machen wir. Gar kein Thema. Nur mal sicherheitshalber, obwohl ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass es da draußen eine gute Idee ist, weil dann fliegt die mit in die Luft. Das wäre dann ziemlich unproduktiv. Okay, die Bilanz das geht jetzt noch ein bisschen hoch. Klar, ich habe hier auch ein bisschen gestoppt und so, haben wir noch eine Stahlproduktion an. Theoretisch kann ich auch mit dem Fenster so noch ein bisschen gucken, dass ich da noch weiter zurückgehe. Bla 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 und bla bla bla, noch ein bisschen verkaufen. Nähmaschine geht jetzt so weiter zurück. Okay, das freut mich jetzt gar nicht. So einen extrem hohen Verbrauch an Nähmaschinen. Ja, der Part ist vorbei, Freunde. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wenn ich jetzt hier das irgendwie optimieren würde. Ich meine, hier wäre sowieso mit Dampfturbinen. Der Witz ist ja, die Unterhaltskosten, die gehen auch hoch. Um 75 fucking Prozent. Also eigentlich musst du Dampfturbinen irgendwo da einsetzen, wo du keine Brandwahrscheinlichkeit hast, die relativ günstige Gebäude sind und die trotzdem Strom brauchen. Viel Glück beim Suchen. Ich meine, die können theoretisch auch mit Strom umgehen. Genauso wie die hier. Aber eigentlich geht es ja um die Explosionswahrscheinlichkeit, ja? Haben wir nicht irgendwo... Was ist der hier? Der beeinflusst die Bäckerei. Das stimmt schon, dass der da ist. Die Arbeitskräfte erforderlich sind. Minus 30%. Ja, ja. Was? Zu wenig Fell? Ernsthaft? Warum? Dynamit, natürlich! Ich kriege Dynamit, wie könnte es anders sein? Spiele ich jetzt aber echt zu wenig Fell. Da denke ich, 2 Gebäude würden reichen hier oben, aber offenbar liegt da falsch. Ich kann noch eine dritte Jagdhütte bauen. Okay,
Ja, wie dem auch sei, Leute, wir müssen hier ein bisschen vorwärts machen. Weil der Part ist vorbei. Genauso wie unsere Kohle, unser Reichtum. Ist alles vorbei, alles im Arsch. Kann ich alles einknicken. Handwerker, Arbeitskraft. Und Kaffee natürlich immer noch nicht, ist klar, aber es war schon über 600. Genau 600. Ja, ich muss ja mal das mit dem Brill machen. Das Problem ist, wenn ich das jetzt mache, da kostet mich 1000, da ist alles am Arsch. Aber keine Ahnung, wo ich das hinsetzen soll. Es ist so teuer, so teuer, so teuer. So, was setzen wir eigentlich als Thumbnail, Freunde? Den hier. Den wir die Phase abschließen. Der königliche Gerichtshof. Wundervoll. Ich möchte die wundersame Verwandlung Ihrer Insel nicht unterbrechen. Aber Ihrer Majestät ist sehr daran gelegen, dass die Dinge vorangehen. Ja, mir ja im Prinzip auch, Freunde. Deswegen, nächste Folge, erst einmal. Schon mitgeteilt, dass wir euch mit unserer Anwesenheit beehren werden? Ja, ja. Ich hoffe, es gibt einen geeigneten Liegeplatz für unser Flaggschiff. Wir mögen keine ausgedehnten Spaziergänge. Ja, ist ja gut. Das machen wir als nächste Folge, Freunde. Plus Ingenieur noch ein bisschen. Ja, mal Behandelt gucken. uns wie jeden anderen Gast. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao.